Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Und um den vorigen Satz, oder beziehungsweise um den letzten Satz von der vorigen Episode aufzugreifen. Ja, ich spätze sei, was stinkt mir das? Dreimal dürfte rote, wer es ist, wenn ihr es nicht lesen könnt, es ist natürlich Hauptmann Steiner. Son, das sollt ihr jetzt wem ihr büßen. Oh, hör auf mir die Ohren voll zu kreischen und so. Was mit denn du jetzt wieder? Ist ja alles nur deine Schuld, Kerl. Muss schlimm sein, auf den Bran verrotet zu werden und so. Das ist ganz sicher nur ein Missverständnis. Ihre Majestät wird mich niemals verroten. Du willst wohl nicht Eis sehen, oder was? Was wohl jetzt aus der armen Prinzessin wird und so? Prinzessin, ich eil so gleich zu Hilfe. Ob die Mama meine Worte wohl Gehör schenkt? Hat Mama Burmezia vielleicht deshalb angegriffen, weil sie an etwas gemangelt hat? Hat uns Mama vielleicht deshalb gefangen genommen, weil sie erzürnt über uns war? Ich muss ja ernst noch mal in Ruhe erklären, sonst... Ja, sonst... Man hat es bloß angefangen, dass die Mama sich so komisch benommen hat. Am Geburtstag letztes Jahr? Selemols, da war der große Mann, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ob das wohl in irgendeinem Zusammenhang steht? Aber zweifelsohne ist seitdem mit Mama etwas nicht in Ordnung. Und bald noch hat ja Professor Toto Alexandria verlassen. Seit dem Tag, was ist denn doch geschehen? Ne, die zwei wieder. Königin Bran will dich jetzt sehen, sag ich. Wir nehmen dich jetzt mit, sag ich. Ja. Wie könnt ihr es in eurer Position als Hofnarr überhaupt wagen, mich zu duzen? Hat die Gurst, sag ich. Wenn wir dich duzen wollen, dann duzen wir dich, sag ich. In so einer Situation sagt man am besten so etwas wie, schaffen ihr Drecksvisage aus meinem Gesichtsfeld, ihr Mistkerle. Bitte, was hat denn die gesagt, frag ich? Hab kein Wort verstanden, sag ich. Wie auch immer die Königin war, sag ich. Wie auch immer die Königin war, sag ich. Miese Wichtel. Ja, sei tot, sag ich. Die Königin war schon lang genug, sag ich. Oh je. Mama. Hui, gar nicht. Wo warst du denn, Kleines? Ich konnte vor lauter Sorge gar nicht mehr ruhig schlafen. Komm doch noch ein wenig näher und lass Mutter dir einen dicken Schmatz geben. Oh ja, aber der ist sehr viel dick, wenn man das so sieht. Ugh. Mama, ich würde dich gerne was fragen, aber... Was denn, Schatz? Ich beantworte dir alles, was du wissen willst, mein kleiner, süßer Liebling. Und ja, ich habe mich jetzt entschieden, bei ihr tatsächlich Hochdeutsch anzuwenden. Ich meine, sie ist eine Königin und so. Das habe ich ja bei der Brunilla von Fettamsel bei Secret of Evermore genauso gemacht. Ich mache übrigens auch dieselbe Stimme noch. Stimmt's, dass du Burmezia ausgelöscht hast? Was denn? Das wolltest du mich fragen. Das ist natürlich Unfug, gar nicht. In Wahrheit waren das diese Ratten aus Burmezia, die es planten, Alexandria zu überfallen. Aber ich konnte ja schließlich nicht zulassen, dass sie unserem wunderschönen Alexandria etwas antun, oder? Der musste ich ihnen zuvorkommen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Aber sicher kannst du das. Ich bin es doch, deine liebe Mutti. Das habe ich irgendwie anders gesehen, ne? Ich kann dir das einfach nicht glauben. Was sagst du da? Du glaubst deiner eigenen Mutter nicht. Oh, den kennen wir auch wieder. Verzeiht mir Aufdringlichkeit, aber darf ich bei dem Theaterstück auch mitmachen? Theaterstück? Ja, und was für ein ergreifendes Stück das ist. Ein Prinz auf dem weißen Schimmel, die Geschichte tragische Liebe von einer wunderschönen Prinzessin. Das zarte Weiß ihrer Haut wird von der Farbe der Trauer überthront und sie entschlummert. Ich kenne euch. Dass du und ich uns begegnen, das ist der Wille des Schicksals, die ist erst 16er. Mein liebi Taub, komm zu mir. Lass mich dir das Reich der Träume zeigen. Eingeschläfert.
Okay. Was für ein liebliches Gesichtel sie macht. Puh, eine freche kleine Göre. Son? Bereitet sofort alles für die Bestia-Extraktion vor. Ja, das ist nämlich so besonders gut hier bei Denner. Die scheint wohl ihre Tochter nicht so sehr zu lieben. Und die Hofnarre haben auch noch eine gewisse andere Funktion. Endlich ist Prinzessin Garnet 16 Jahre alt geworden, sag ich. Endlich ist Prinzessin Garnets Körper soweit, um die Bestie aus ihm zu extrahieren, sag ich. Bestia, die ihr Unendlichkeit erwacht aus einem 16 Jahre alt, während der Schlaf empfängt das Licht. Treten in die Freiheit. Das geht ein bisschen zu schnell, das kann ich leider nicht so schnell vorlesen alles. So, Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist reif. muss ich dann so arbeiten. Und da bricht ein bisschen halt den Spielfluss hier. Odin, komm hervor. Oh, den Kriegsgott der Finsternis. Ja, das ist ein Bestia, Odin. Und wir wechseln aus gutem Grund hier zurück. Ach, hier steckst du, Freya. Was ist deine Theorie zum Verschwinden vom Wirbelsturm an Beste? Keine Ahnung, für mich war das schon ein riesiges Ding, dass es überhaupt einen Sandwirbelsturm gegeben hat. Aus welchem Grund das dann verschwunden sein kann, das übersteigt meinen Horizont. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber der Sandwirbelsturm tobt seit 500 Jahren ohne Unterbrechung. Ich hab schon das Bran vielleicht damit etwas zu tun haben könnt. Vielleicht, aber was ist mit ihrem Verbündeter? Vielleicht, ja, aber was ist mit ihrem seltsamen Verbündeter? Du meinst den Mann, den wir in Burmetia gesehen haben? Ich wüsste gern, wer das eigentlich ist. Wie auch immer. Ach, übrigens, sie dann, um herauszufinden, warum der Wirbelsturm wohl verschwunden ist, wollte ich eigentlich den Baum hinabsteigen. Genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Kannst du etwa Gedanken lesen? Prima, dann sind wir uns ja einig. Ich trummel Vivi und Quina zusammen und war dann am Stadteingang auf dich. Ah, okay. Wir spielen jetzt einfach nur so nochmal Freya. Mithril Speer muss er lernen noch. Danach kommt dann Vollmond, was er durch die Partisane lernen kann. Quina braucht jo 250 AP, um Vollmond zu lernen. Und sie kann das relativ gut lernen. Aber erstmal Mithril Speer. Drachentöter muss auch noch lernen können. Und noch immer Gift und Galle noch für sie. Mithril Fäustling kann sie was anderes. Raijin Fäustling Exorzismus und hau den Lukas. Bronzerüstung, dann kann sie jetzt die Mithril-Rüstung für die Götterspeise tragen. Das läuft doch eigentlich soweit ganz gut. Dann gucken wir nochmal bei der Ability-Reihe. Ich muss gerade mal gucken, was Haut den Lukas macht. Jetzt habe ich die Liste wieder A neben mir. Hau den Lukas. Sofern eine Waffe mit einer Statusveränderung ausgestattet ist, wird diese mit dieser Ability erst wirksam. Okay. Dann probieren wir es doch einfach mal aus, weil die anderen Dinger sind jetzt nicht wirklich so hilfreich, gerade für uns. Okay. Na dann, retteln wir mal runter, ne? So, du Rattefra. Renn. Die anderen sind nämlich da. Da muss ich wohl wirklich bis zum Eingang runter gehen. So, hier runter. Und du müssten sie warten. Genau. Freya, du hast ja ganz schnell Zeit gelassen. Wir warten schon auf dich. Dann lass uns mal losgehen. Puck habe ich leider nie mehr getroffen, aber wohl schon der Baum runter ist. Der Sand in der Stadt schmeckt gleich süßlich. Die Stadt ist wirklich sehr lecker. Alter, was ein ekliges Vieh. Alle sind so hilfsbereit, vor allem Quina, das fette Rindvieh. Schon allein um mich ihrer Freundschaft würdigsterweise muss ich Clara beschützen. Okay, jetzt stappt die Achi nachher. Ja, Quina, der frisst auch der ganze Tag wie ein struppig Rindvieh, aber es ist ein klore Kerl, ne? Was haben wir dann noch hier? Insomnia, Mithril Armreif, der hat schon. Okay. Meister Vivi. Für dich gibt's bestimmt auch noch irgendwas, oder? Insomnia kann er lernen. Da haben wir den Mithril Armreif. Kann er zwar nichts lernen davor, aber ist stärker. Das Bronzegedöns ist in Ordnung. Autopotion hat er gelernt. Jetzt können wir ihm ein anderes Accessoire geben. Felsenfest kann er lernen. Was macht dann Felsenfest? Muss ich auch gerade mal nachgucken. Felsenfest. Schützt vor der Statusveränderung
Schützt vor der Statusveränderung konfus. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber was anderes kann er, glaube ich, doch nicht lernen, ne? Na, der Hopf, dann kriegt er halt die Zauberstiefel. Für die haben wir ja schon geguckt. Quina kann statt der Zipfelmütze den Magierhut tragen für Urschrei. Was war denn nur? Ich glaube, das schützt... Ja, genau, das schützt vor Stumm. Aller Hopf. Dafür haben wir sie auch gekauft. Magierhut. Vivi gerade nochmal. Ah ja, der lernt ja noch vom Stirnband. Okay. Das Ding können wir eine Mithril-Armreifen nochmal geben. Bronzehahn, ich kann da zwar auch lernen, aber Mithril-Weste kann auch mal lernen. Gut. Habgier, gucken wir gerade mal, was das macht. Habgier. 50% mehr Gil nach einem Kampf. Ne? Das ist natürlich auch praktisch. Okay. Jetzt, nachdem hier der Sand nicht ständig rumschwebt, könnte es auch sein, dass die Umgebung ein bisschen anders aussieht hier, wo wir ursprünglich waren. So. Wenn wir hochgeklettert sind. Genau, die Dinger sind zum Beispiel jetzt weg. Alexandrische Soldatinnen. Oh, oh. Scheint wohl schon kurz vor einer Invasion zu sein und die Leute haben sie nicht kommen sehen. Daher durch den Nebel sind sie natürlich auch gut geschützt, wenn sie sich formieren. So. Und dann geht's jetzt auf die Gosch. Eisra können die, Alter. Aber es macht halt so viel Schade bei Vivi, der ist doch recht gut drin, abgehärtet. Und wie es aussieht, sind die Soldatinnen nicht nur im Kampf geschult, sondern auch in Magie geschult. Ach, sehr interessant, wie ich finde. Oh, ja, Quina macht schon gut Schade. Und zack. Sehr gut. Ausgezeichnet. Dann geben sie irgendwas noch hinterher. Insomnia hat sie dann gelernt und Potion gibt's noch. Insomnia. Was hat das dann nochmal? Stirnband. Dann kann er hier aber nichts Neues lernen. Pestizid. Exorzismus. Nee, besseres Ding gibt's auch derzeit nicht, was er tragen kann. Dann gehen wir nochmal hier dran. Ein High Potion. Sehr schön. Können wir definitiv gebrauchen. Dann ordnen wir hier erstmal alles nochmal automatisch. High Potions müsste ich mir definitiv mal kaufen. So, wo eine Soldatin ist, sind bestimmt da noch mehr. Genau. Dann sollte man doch nochmal dagegen wettern. Besonders stark sind sie jetzt nicht, aber... Jo. Klau mal was. Und dann drauf mit allem, was wir haben. Potion haben wir geklaut. Und... Autsch. Macht zum Glück nicht so viel Schade. Und der andere Soldatin auch noch gerade klaue, was wir haben. Noch eine Potion. Die haben ja beim Ameiselöwe ordentlich verschwendet. Insofern ist es vielleicht nicht verkehrt, hier nochmal ein paar mitgehen zu lassen. So. Und das war's mit dir. So, da haben wir noch Level-Ups. Und ein High Potion gab's auch noch drauf. Sehr cool. Kommen wir jetzt so rüber? Nö, also nicht. Oh, Mist. Zusätzlich dazu kommt jetzt auch noch irgend so ein random Gegner. Sandgolem. Okay, dann so drauf. Dann hupsen wir noch aufs Herz drauf. Und versuchen ihn zu bestehlen. Und dann attackieren wir nochmal mit der Gabel. So, das macht jetzt schon mal gut Schade. Die enthupst in die Luft verfrät. Oh, scheiße. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Ja, das Stein haben wir noch gemobst. Mist, das hat Vivi gelegt. Der kriegt jetzt, glaube ich, nicht die Erfahrungspunkte. Sehr schade drum. Ja, Vivi setzt deswegen leider aus. Schade, schade, schade. Er ist auch tot. Ich muss ihn erstmal wieder beleben, wieder. So, dann... Wird schon noch so einer drauf gedrückt und dann ist gut. Alle Hopf. Dann können wir jetzt hier rein. Und dort hier.
Da gibt es auch ein Elixier für uns. Und da ohne muss noch irgendwas sein. Guck mal, aber so nicht dran. Hier larvt der Sand noch, aber nur weil er hier runterrieselt noch. Ey! Da sind noch welche. Die Soldatinnen zeigen uns wenigstens immer, wo wir richtig sind. Ach ja. Vivi, mach doch mal Eisra auf die beiden. Sie dann laufen, wenn der von dem, der noch steht, oder von der, die noch steht. Ja. Ich kann aber auch geben hier die Mädels. So wirkt mal richtiges Eisra. Ja, macht schon schade. Annie ist kaputt. Die kriegt noch eine Phönixfeder gemobst. Sehr schön. Und Queen gibt da gerade recht. Doch nicht. Ah, die haut ab. Okay. Ah, nicht schlecht. Ja, die war ja eh schon kurzer tot. Vivi hätte jetzt gereicht, um mir einen Gnadenstoß zu geben. Ein Mithril-Schwert haben wir als Karte gekriegt. Cool. Als Tetra-Master-Card. So. Vivi noch ein bisschen aufpowern. So. Hier ist das Kerl. So, Dorum. Nö. Jetzt führt uns nur wieder dort hier. Ah, da können wir aber lang. Ach so. Ja, das habe ich beim letzten Mal verschnarcht, den Durchgang. Ein Mithril-Fäustling gibt es hier noch. Und da komme ich noch wo hier. Kann ich die Kurbel hier nicht betätigen? Nö. Offensichtlich war das nur, als der Sandsturm noch da war. Na egal. Wenigstens haben wir nichts Großartiges verpennt. Dann müssen wir immer noch weiter wieder zurück hier. So, bei der Brücke sind wir jetzt. Sieh dann, war doch mal ein Augenblick. Die Soldatin aus Alexandria vorhin. Findest du nicht auch, es waren auffällig weniger an der Zahl? Ich meine, wenn man mal davor ausgeht, sie hätten es ernsthaft auf uns abgesehen gehabt. Ja, da ist schon was dran. Ja, jetzt wo du es hast, ist was dran. Stimmt genau. Ah, Stimmt genau. Oh. Freya, sag ich. Freya, Clara wird angegriffen. Schnell, du musst sofort mitkommen. Oh nee, ich habe also recht gehabt mit meiner Befürchtung. Ich muss mich dummeln. Wir stehen hier so blöd rum, komm nach mit. schon unterwegs. Ja, die sind wohl doch irgendwie anders noch hier. Guck mal, noch Clara. Oh, Glück, dass wir weggerannt sind. Die Damen und Herren trudeln uns auch langsam ein. Ja, Beatrix ist definitiv kein Gegner, mit dem man einfach so rechnen sollte. Also den Platz zu machen. Hier fällt ja also auch rein. Das sind etwas stärkere Schwarzmagier jetzt. Oh. Ach Gott, schloss er die Pazifisten-Ratte in Friede. Töten. Nicht so gut. Kupo. Die Blume-Tempeltänzerin Sharon. Hilfe. Und die Wassertempeltänzerin Shannon. Die Stadt wird von Feinden überrannt. Sind's wirklich so viele? Ja, sie fallen buchstäblich vom Himmel. Da ist schon wieder einer, ja. Na! Töten. Ja, das sind jetzt die Typ B Schwarzmagier. Und die Musik, die wir so hören, die auf teilweise Spinett 8 gespielt wird, ist heißt Ambush Attack, also Angriff aus dem Hinterhalt. Und die können auch etwas stärkere Magie hier wirken. Wie wehrt mal ab. Ja, der Stein haben wir geklaut. Und allzu stark sind sie nicht. Viel halten sie nicht aus, die Bopper. So. Drachentöter hat sie erlernt. Sehr schön. Und ein Allheilmittel gibt's auch noch. Gut. Drachentöter hat sie gelernt. Das heißt, sie kann auf Mithril-Helm umschwenken und kann Gift und Galle lernen. Fafnirs Wind braucht noch ein Weilchen. Aber ich finde die Musik auch sehr geil, muss ich sagen. Die gefällt mir echt gut. Generell alles, was so auf Spinett oder Pseudo-Spinett gespielt wird, finde ich sehr cool. Genau, da wusste ich noch, dass ihr noch seid. So.
Steelskin mit Jonas 3. Edelset bestehend aus High Potion, Aether und Phoenix dann für 444 Gildkafer. Jo, komm. Echten Dank, mit dem Geld kann ich wieder eine Weile auf Reise gehen. Ja, wir haben hier gerade Krieg, mein Lieber, auch wenn du so lustig lächelst. Mopri? Okay. Bitte, Kupo, gib es mal wieder an Serino. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch überlebe. Danke, Kupo. Dann gibt es erstmal ein Zelt. Ich meine, wir haben hier zwar eine absolute Invasion und so und alles wiescht und Olver, aber kommt war ein bisschen Penne ist immer Zeit. Dann speichern wir hier auch nochmal. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo dann der Überfall auf Clara weiterverfolgt wird und wir die Schwarzmagier und die alexandrische Invasore zurückschlagen werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.